Idee. Lass uns herausfinden, wer cooler ist. Dinosaurier oder Maschinen. Ich wette, meine Dinos gewinnen. Juhuhu. Hihihi, das glaubst du, aber meine Maschinen sind super stark. Wollen wir wetten? Juhuhu. Na klar, los geht's. Ich starte mit dem mächtigen T-Rex. Der war 12 Meter lang, wog 11 Tonnen und hatte einen Biss so stark wie ein Monsterbagger. Roar! Hihi, perfekt, denn ich bringe meinen Tanbagger ins Spiel. Der kann tonnenweise Erde heben, ganze Häuser abreißen und hat richtig Power und das ohne fressen zu müssen. Brumm, brumm. Aber mein T-Rex konnte 19 Kilometer pro Stunde rennen. Stell dir das vor, ein riesiger Dino, der wie ein Erdbeben auf dich zurennt. Dein Bagger kommt da nur langsam angerumpelt. Trapp, trapp, trapp. Pah, mein Bagger kann Löcher buddeln, Felsen heben und Straßen bauen. Dein Dino konnte höchstens brüllen und hoffen, dass keiner schneller rennt. Ha 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 ha. Miau, gut. Aber was ist mit dem Stegosaurus? Der hatte riesige Rückenplatten und einen Schwanz voller Stacheln. Eine echte Kampfmaschine, ganz ohne Motoröl. Wusch. Tja, aber mein Feuerwehrauto. Das hat eine große Drehleiter, einen riesigen Wasserschlauch und macht richtig Lärm. Tatütata. Dein Stegosaurus hätte sich erschreckt und umgekippt. Tatütata. Hihi. Stell dir vor, der Stegosaurus rennt mit Blaulicht durch den Dschungel und ruft Brüll tatü tata. Hihihi. Oh ja, und statt Stacheln hat er eine Wasserspritze auf dem Rücken. Der erste Feuerwehrdino. Hihihi. Okay. Aber ich habe noch mehr, der Brachiosaurus. Der war 23 Meter lang und 13 Meter hoch. Fast wie ein Wolkenkratzer auf Beinen. Wusch. Und ich schicke meinen Kran ins Rennen. Manche Kräne sind über 200 Meter hoch. Damit könntest du sogar dem Mond zuwinken. Wusch! Aber mein Brachiosaurus konnte mit seinem langen Hals die höchsten Blätter fressen. Ganz ohne Leiter oder Seilwinde. Mampf, mampf. Ja, aber ein Kran kann Häuser bauen, Autos hochheben und Brücken errichten. Dein Dino hätte vielleicht ein Baumhaus gebaut und dann reingebissen. Hahaha. Miau, das Baumhaus hätte bestimmt super ausgesehen. Mit einem Dino, der Äste balanciert und Bäume pflanzt. Hihihi. Und der Kran hätte daneben gestanden und die Dachziegel draufgehoben. Perfekte Teamarbeit. Juhu! Hihihi. Okay. Aber was ist mit dem starken Triceratops? Der hatte 3 Hörner und ein Schild so dick wie eine Ritterrüstung. Grrr. Haha, ich bringe den Traktor. Der kann schwere Anhänger ziehen, Felder pflügen und Bäume umschubsen. Ganz ohne Hörner. Brumm, brumm. Aber mein Triceratops hätte einfach seinen Kopf gesenkt, angerannt und bumm. Weg ist der Baum. Bumm. Ja, und dann hätte mein Traktor die Bäume schön ordentlich aufgeladen. Dein Triceratops hätte sie wahrscheinlich nur angeknabbert. Mampf, mampf. Aber Dinos waren echte Naturhelden. Keine Schrauben, keine Motoren, nur Muskeln und Mampf. Mampf, Mampf. Aber Maschinen helfen den Menschen heute. Ohne Traktoren, Kräne, Bagger und Feuerwehrautos gäbe es keine Häuser, Straßen oder geretteten Kätzchen aus Bäumen. Hi, hi, hi. Das stimmt. Aber ohne Dinosaurier hätten wir heute gar keine so coolen Geschichten und Abenteuer. Ja, Mau. Und stell dir vor, ein Feuerwehrsaurus mit einer Drehleiter, ein Triceratops mit Anhänger, ein Kran Brachiosaurus und ein Bagger T-Rex. Ha. Miau, das wäre die coolste Baustelle der Welt. Mit Dinos und Maschinen zusammen. Juhu. Tatütata, wusch, brüll. Ich sehe es schon vor mir. Tatütata. Dann bauen wir zusammen eine Dino-Stadt. Mit Baumhäusern für Dinos und Rolltreppen für Kräne. Wusch. Und ich male ein riesiges Wandbild. Den Feuerwehrsaurus in voller Action. Hihi, das wird das beste Abenteuer aller Zeiten. Dinos und Maschinen, zusammen unschlagbar. Hihihi. Juhu. Ole doli, doli doli, love it. Ole doli, 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 doli. Miau. Wow, ich hab's gefunden. Das größte und stärkste Lebewesen aller Zeiten, den Brachiosaurus. Der war 23 Meter lang und 13 Meter hoch. Stell dir vor, das ist so hoch wie ein 4-stöckiges Haus. Wusch. Hihihi. Nett, Mau. Aber weißt du, was noch höher sein kann? Ein Kran. Der kann bis zu 200 Meter hoch sein. Das ist so hoch, dass ein Brachiosaurus von unten rufen müsste: Hallo, ist da jemand da oben? Höhe ist nicht alles. Mein Brachiosaurus wog bis zu 44 Tonnen.
Das ist schwerer als 7 große Elefanten. Uff. Bah, mein Kran lacht darüber. Der kann über 230 Tonnen heben. Dein Brachiosaurus hebt höchstens mal einen Baumstamm und den isst er dann auch noch. Mampf, Mampf. Na und? Mein Brachiosaurus hatte einen langen Hals, um Blätter von den höchsten Bäumen zu fressen. Dein Kran kann nur Sachen hochheben und dann wieder runterlassen. Langweilig. Mampf, Mampf. Langweilig? Mein Kran hat einen riesigen Haken, an dem man alles Mögliche befestigen kann. Baumaterial, Stahlträger, sogar ganze Häuserdächer. Dein Dino kann mit seinem Hals nur futtern. Mein Kran baut Städte. Hi, hi, hi. Hihi. Okay, aber mein Brachiosaurus konnte sich bewegen. Der ist zwar nur 4 Kilometer pro Stunde gelaufen, aber immerhin. Dein Kran bleibt einfach stehen und wackelt höchstens ein bisschen im Wind. Trapp, trapp, trapp. Tja, aber mein Kran kann sich drehen. Der kann nach links, nach rechts, nach oben und unten, fast wie ein riesiger Arm. Dein Dino musste seinen ganzen Körper bewegen, nur um sich umzudrehen. Total unpraktisch. Wusch! Aber meiner hatte keine Motorprobleme. Kein Ölwechsel, kein Treibstoff, nur Pflanzen und Sonne. Wusch! Hihi, ja, aber dafür hat meiner keine Magenprobleme. Dein Dino musste den ganzen Tag futtern, um satt zu werden. Mein Kran braucht nur ein bisschen Strom oder Diesel und läuft dann den ganzen Tag. Brumm, brumm. Aber mein Brachiosaurus hatte einen riesigen Kopf. Damit konnte er seine Umgebung sehen, sich mit anderen Dinos verständigen und vielleicht sogar nach seinen Dino-Freunden rufen. Roar! Hihi, mein Kran hat zwar keinen Kopf, aber sein Haken ist wie eine unsichtbare Hand. Er kann Sachen festhalten, hochziehen und sogar über Baustellen schweben lassen. Dein Dino hätte damit bestimmt sein Futter direkt vom Boden in den Mund geliefert bekommen, wie ein riesiger Gabelstapler. Hihi. Miau, oder er hätte damit ein Baumhaus gebaut. Stell dir vor, ein Brachiosaurus, der mit seinem Hals Holz hochhält, und dein Kran, der das Dach draufsetzt. Das wäre das beste Dino-Baumhaus aller Zeiten. Hihihi. Ja, dann könnten Dinos und Kräne zusammenarbeiten. Mein Kran hebt das Dach hoch, dein Brachiosaurus hält es fest und gemeinsam bauen sie das erste Dinohaus. Juhuhu! Hihi. Dann könnten die Dinos in Wolkenkratzern wohnen. Und dein Kran könnte ihnen morgens Blätter zum Frühstück servieren. Mampf, mampf. Ha, ha, ha. Ja, und mein Kran könnte ihnen beim Zähneputzen helfen. Einfach mit dem Haken die Zahnbürste hochheben. Hi. Oh, das wäre praktisch. Ich glaube, Triceratops hätte das auch gebraucht. Mit so vielen Zähnen. Juhuhu. Hihi, ja. Also gut, Mau, ich gebe zu, dein Brachiosaurus ist ein echter Riese. Aber mein Kran ist auch ziemlich cool, oder? Okay, Deal. Der Brachiosaurus ist der König der Dinos und dein Kran ist der König der Baustellen. Ja, und wenn wir sie zusammenbringen, haben wir das ultimative Team. Der Kraniosaurus. Ha, ha, ha. Hihi. Wow, das müssen wir unbedingt malen. Hihihi. Miau. Wow, ich sag's dir, nichts ist beeindruckender als ein Tyrannosaurus Rex. Der war ein echtes Monster. Bis zu 12,4 Meter lang. Das ist fast so lang wie ein Schulbus. Grrr. Oh, das mag sein. Aber mein Bagger ist eine echte Kraftmaschine. Der ist zwar nur 7,5 Meter lang, aber er kann sich drehen, graben und tonnenweise Erde bewegen. Dein Dino konnte nur laufen und brüllen. Brumm, brumm. Miau, aber dafür war mein Tyrannosaurus Rex bis zu 4 Meter hoch an der Hüfte. Wenn er seinen Kopf hob, konnte er locker über deinen Bagger hinwegsehen. Wusch! Ha, mein Bagger ist auch nicht klein. Der ist fast 3 Meter hoch. Und weißt du, was ihn so stark macht? Sein Gewicht. Bis zu 16,6 Tonnen. Dein Dino ist da leicht wie eine Feder. Hihihi! Leichtgewicht? Mein Tyrannosaurus Rex wog bis zu 11 Tonnen. Das sind mehr als 2 Elefanten zusammen. Und weißt du, was ihn noch cooler macht? Er konnte mit 19 Kilometern pro Stunde rennen. Dein Bagger?
Der kriegt mit 10 Kilometern pro Stunde über die Baustelle. Trab, trab, trab. Ja, aber mein Bagger hat einen 90 Kilowatt starken Motor. Der kann Erde heben, riesige Löcher graben und sogar ganze Felsen bewegen. Dein Tyrannosaurus Rex, der konnte nur mit seinen Füßen trampeln. Keine Hydraulik, keine Knöpfe, keine Power. Ratatatata. Pah, mein Dino brauchte keine Maschinen. Er hatte 50 bis 60 riesige Zähne, die bis zu 20 Zentimeter lang waren. Und sein Biss hatte eine Kraft von 35.000 Newton. Damit hätte er deinen Bagger mit einem einzigen Haps plattgedrückt. Chomp. Hihi, aber mein Bagger braucht keinen Biss. Er hat eine Schaufel, die tonnenweise Erde heben kann. Und im Gegensatz zu deinem Tyrannosaurus Rex kann er seine Werkzeuge wechseln. Heute eine große Schaufel, morgen ein Greifarm. Was kann dein Dino noch außer fressen? Mampf, Mampf, Mampf. Miau, fressen war doch das Beste. Aber er konnte auch jagen und war das mächtigste Raubtier seiner Zeit. Dein Bagger kann nur tun, was ihm ein Mensch sagt. Mein Tyrannosaurus Rex war frei. Boah! Tja, aber mein Bagger hält ewig. Er kann repariert werden und arbeitet jahrelang. Dein Tyrannosaurus Rex, der ist, seit 66 Millionen Jahren ausgestorben. Hi, 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 hi. Okay, das stimmt. Aber wenn er noch leben würde, dann hätte er deinen Bagger bestimmt mit einem einzigen Biss umgeworfen. Grrr. Haha, stell dir das mal vor. Ein Tyrannosaurus Rex auf einer Baustelle. Er versucht mit seinen kurzen Ärmchen zu baggern und wundert sich, warum das nicht klappt. Hi. Miau, das sehe echt lustig aus. Aber zugegeben, ein Bagger ist schon ziemlich cool. Ja, und ein Tyrannosaurus Rex ist auch beeindruckend. Wie wäre es, wenn wir einfach sagen, dass beide super sind? Juhu! Okay, Deal. Der Tyrannosaurus Rex ist der König der Dinos. Und dein Bagger ist der König der Baustelle. Miau! Wow, ich habe den stärksten Dino entdeckt. Den Stegosaurus. Er hatte riesige Rückenplatten und einen Schwanz voller Stacheln. Ein echter Superheld der Urzeit. Wow! Oh, hihi, nicht schlecht, Mau. Aber weißt du, wer heute die echten Helden sind? Feuerwehrautos. Sie haben riesige Drehleitern, laute Sirenen und löschen Feuer. Das schafft dein Dino nicht. Tatütata. Aber mein Stegosaurus war 9 Meter lang und 4 Meter hoch. Der konnte mit seinem stacheligen Schwanz jeden Angreifer einfach umpusten. Wusch! Na und? Mein Feuerwehrauto ist auch riesengroß. Über 10 Meter lang und kann richtig schnell sein. Bis zu 100 Kilometer pro Stunde, wenn es Blaulicht und Sirene anhat. Dein Dino krabbelt dagegen gemütlich mit 5 Kilometern pro Stunde durch die Gegend. Ha. Miau, aber der Stegosaurus brauchte keine Eile. Er war cool und gelassen. Ein Pflanzenfresser auf 4 kräftigen Beinen. Dein Feuerwehrauto braucht Motoren und Diesel, sonst läuft da gar nichts. Aber mein Feuerwehrauto hat eine große Drehleiter, einen riesigen Wasserschlauch und blinkt in Rot und Blau. Stell dir vor, statt Stacheln hätte dein Stegosaurus eine Leiter auf dem Rücken. Das wäre der erste Dino-Feuerwehrmann. Juhuhu! Hihihi. Der Stegosaurus könnte mit seiner Drehleiter bis zu den höchsten Bäumen klettern und die Vögel retten. Juhuhu! Genau. Und mein Feuerwehrauto könnte mit einem Schwanz wie dein Dino noch schneller Wasser spritzen. Tatütata und Schwanzschlag in einem. Wusch! Aber meiner war lebendig. Er hatte eine echte Dino-Seele. Dein Feuerwehrauto braucht immer jemanden, der es fährt. Ja, das stimmt. Aber ohne Feuerwehrautos könnten heute keine Menschen und Tiere aus brennenden Häusern gerettet werden. Sie sind die Helden von heute. Und der Stegosaurus war der Held seiner Zeit. Keine bösen Dinos trauten sich an ihn ran, wegen seinen Superstacheln. Grr. Haha, stell dir mal vor, ein Stegosaurus rast mit Blaulicht durch den Dschungel und ruft Tatütaroa, hi. Oder er schwingt seinen Schwanz wie einen Wasserschlauch und löscht brennende Bäume. Wusch, wusch! Das wäre das perfekte Team. Dein Stegosaurus bringt die Stacheln mit, mein Feuerwehrauto die Drehleiter und den Wasserschlauch. Hihihi. Hihi, dann bauen wir einen Feuerwehrsaurus. Mit Flammenhelm und Blaulicht auf dem Kopf. Hihihi.
Und der könnte brennende Häuser retten und böse Räuber verjagen. Mit einem Schwanzhieb und einem Tatütata. Hahaha. Wow, das müssen wir unbedingt malen. Der Feuerwehrsaurus wäre der coolste Dino der Welt. Juhuhi. Och ja, und wir fahren natürlich mit auf seinem Rücken, direkt zur nächsten Rettungsmission. Juhu! Miau. Wow, du wirst es nicht glauben. Aber ich habe das stärkste Tier aller Zeiten gefunden. Den Triceratops. Der war riesig, hatte 3 Hörner und ein riesiges Schild. Damit hat er jeden Gegner weggeboxt. Wusch! Hihi, haha, Netmau. Aber weißt du, was noch stärker ist? Ein Traktor. Der kann schwere Lasten ziehen, Felder pflügen und ganze Bäume umkippen. Und er ist nicht ausgestorben wie dein Triceratops. Brumm, brumm. Puh. Mein Triceratops war 9 Meter lang. Das ist fast so groß wie ein Schulbus. Dein Traktor ist bestimmt viel kleiner. Hi, hi, hi. Kommt drauf an. Manche Traktoren sind bis zu 6 Meter lang. Und weißt du was? Sie können Sachen heben, pflügen und transportieren. Dein Dino konnte nur Blätter mampfen. Mampf, mampf. Miau, aber mein Triceratops war ein Muskelpaket. Er wog bis zu 12 Tonnen. Das sind so viele Kilos, dass man eine ganze Fußballmannschaft darauf stapeln könnte. Uff. Hihi, nett. Aber mein Traktor, die großen Modelle wiegen bis zu 25 Tonnen. Das ist doppelt so schwer. Dein Dino wäre ein Leichtgewicht dagegen. Hihihi. Dafür war er viel schneller. Mein Triceratops konnte bis zu 20 Kilometer pro Stunde rennen. Stell dir vor, so ein riesiges Tier rennt auf dich zu. Da würde dein Traktor aber blass werden. Trab, trab, trab. Na und? Mein Traktor kann auch bis zu 50 Kilometer pro Stunde fahren. Und das ohne Pause. Dein Dino wäre irgendwann müde, aber mein Traktor braucht nur ein bisschen Diesel und weiter geht's. Wusch! Miau, aber mein Triceratops hatte 3 riesige Hörner. Die konnte er wie Speere benutzen, um sich zu verteidigen. Dein Traktor hat doch nur eine langweilige Schaufel vorne. Langweilig. Mein Traktor hat einen Pflug, eine Schaufel oder sogar einen Anhänger. Er kann Felder umgraben, Lasten heben und Straßen bauen. Dein Dino konnte höchstens mit dem Kopf wackeln. Hihihi. Aber meiner war ein echtes Lebewesen. Kein Motor, keine Knöpfe, nur pure Naturkraft. Roar! Tja, und wo ist er jetzt? Mein Traktor wird jeden Tag gebraucht. Dein Dino ist schon seit 66 Millionen Jahren ausgestorben. Ha 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 ha. Okay, das stimmt. Aber wenn mein Triceratops noch leben würde, dann hätte er mit seinen Hörnern deinen Traktor einfach umgestoßen. Grrr. Hihi, stell dir mal vor, ein Triceratops auf dem Feld. Er versucht wie ein Traktor den Boden zu pflügen, aber mit seinem Kopf? Ha ha ha. Das wäre ein Chaos. Hihihi. Miau, das sähe echt lustig aus. Aber zugegeben, ein Traktor ist schon ziemlich cool. Hihihi. Und ein Triceratops ist auch ziemlich beeindruckend. Wie wäre es, wenn wir einfach sagen, dass beide super sind? Juhu! Okay, Deal. Der Triceratops ist der König der Dinos und dein Traktor ist der König der Felder. Juhu. Ja, und wenn wir sie zusammenbringen, hätten wir das ultimative Team. Ein Triceratops mit einem Traktoranhänger. Ha 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 ha. Hihi, wow, das müssen wir irgendwo malen. Hihihi. Ole duli, duli duli, love it. Ole duli duli.